Marius. Wer sagst du, dass Jesus ist? Das ist eine gute Frage für uns, für diese Zeit im Jahr, besonders, wenn wir ramkicken alle Wege, wir reichen sie bei, wir haben was schmacke Dinge abgeströmt, denn sie wieder, und schön sich so die ganze Welt, die stimmt damit an, dass etwas Besonderes passiert ist. Die stimmt damit an, dass in Deutsch Städte, wir reichen besinnen, wo die nicht gläubige Menschen sind, haben sie eine kleine Krabfleisch mit der Wesenmann oder Josef und Maria und so weiter. Mehr soll er werden, sind an so eine Dinge abgestellt. Mehr soll er werden, ab der ganzen Welt, als zu sein, dass das was Besonderes passiert. Und wir fangen in Matthäus, Kapitel 16, wo ich ein paar Versen lesen, zum Anfang. Und du fängst mit einer Frau, was Jesus in die Jünger stellen hat. Hier haben sie auch viel Top belebt. Dann sagt er, Matthäus 16, Vers 13, Anfang, dann sagt er, als Jesus nur Caesarea Philippi angekommen wird, frug er seine Jünger und sagt, wer seien die Menschen, dort ich, die Menschen sehen sie? Und sie sagen, einige sagen, du bist Johannes, der Täufer, andere sagen, du bist Elia, und andere sagen, du bist Jeremia oder ein von den anderen Propheten. Und er sagt ihm, wer sei je, dort ich sie? Simon Petrus antwortet, Petrus, der wird einmal hastig rein zum irgendwas sein und zum Antworten. Er sagt, du bist der Christus, den lebenden Gott sehen. Jesus sagte Petrus, seilig bist du, Simon, Jonas sehen. Das hast du nicht von Menschen. Dort hat mein Vater am Himmel die offenbart. Und ich sage dir, du bist Petrus. Ab dessen Stein, wo ich meine Gemeinde bin, über die das gewollt niemals wird überhand kriegen. So hier ist ich habe uns mehrere Dinge rausheben von, wenn wir gucken dann in der 13. Vers, fragt Jesus erst eine Frage, was wir uns auch alle vielleicht fragen können, wer seien die Menschen rum, als wer Jesus ist? Wenn jemand wem fragen dann, vielleicht ist es bei der Arbeit, vielleicht hat es beginnt im Haus oder so, das ist eine Frage, wo Jesus sagt, dass wer seien die Menschen rum, wer ich sie. Das ist wichtig für uns, dass wir nicht dann bloß Menschen gehen fragen, wer ist Jesus. Das ist wichtig für uns, dass wir nicht gehen, irgendwas vorhanden mitfinden, was ist das Wort von Jesus, das Baby, was am Weihnachtstag geboren wird. Es ist wichtig, dass wir nicht bloß uns fragen, wer glauben die Menschen, wer das ist. Wenn Jesus fragte, die Jünger hier, wer seien die Menschen, wer ich sie? Es sind verschiedenste Antworten, die sagen sich alle gleich Sachen, die sagen. Die sagen, oh, vielleicht Johannes der Täufer, vielleicht Elia, vielleicht ein von den anderen Propheten. Sie weiten gleich. Und wenn wir bloß eine andere Menschen gehen und fragen, was lässt du davon? Ja, ich kriege verschiedene Antworten, dann wollen wir nicht näher, wohin gehen von dir wieder. Das ist wichtig, dass wir gehen in der Bibel selbst, wo wir können finden, wer Jesus ist. Er hat ganz gefragt in der 15. Vers, wer sagst du, wer sei je, dass ich sie? So in der 14. Vers fangen wir, wenn du fängst, was er sagt, erst fragt er in der 13. Vers, wer er sagt, wer er ist. Und in der 14. Vers hier wird er verschiedenste Antworten hat. Aber wenn wir gucken, was die Bibel sagt, von wer Jesus ist, das, was mein Plan hier ist, von das Mars mit gucken, was sagt der Schrift selbst, wer Jesus ist? Worum viel wie diese Weihnachtszeit, worum haben wir eine Zeit im Jahr, besondere Zeit, für sie gesagt, wo wir als Christen oder die meiste ganze Welt sich abstunden hat und sagt, wir fühlen hier was Besonderes. Hier ist ein Erlöser ist geboren. So wollen wir gucken, was sagt der Schrift von wer ist Jesus? Vielleicht haben wir dann, wenn wir uns fragen, wer ist Jesus zu dir, vielleicht haben wir eine klare Antwort haben, wer das Jesus ist zu jedem einen von uns. Wenn wir erst gucken, dann Johannes 3, Vers 16, durch 18. Johannes 3, Vers 16, durch 18, sagt Gott seine Liebe für diese Welt wird so groß, dass er seinen einzigen Sehen gibt, dass all die in einem Glauben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Weil Gott schickt seinen Sehen nicht in dieser Welt, um die zu richten, aber
dass die Welt durch Arm kann gerat werden. Wer unarm läuft, wird nicht gerecht werden. Wer aber nicht läuft, ist auch gerecht, weil er nicht an den Namen von Gott seinen einzigen Sehen läuft. So in dieser Version hier, Johannes 3, 16, 18, hier wird Gott seine Leib wird so graut, dass er seinen einzigen Sehen schickt. Gott selbst sagt zu uns, Jesus Christus, der ist Gott sein einzigen Sehen. Er wird Gott, er wird das Wort, er wird bieten. Das Wort wird bei Gott aus der Welt anfangen, nicht wird gemerkt, unarm dabei. Jesus selbst ist Gott. Er ist der ein von den drei Einigkeit Gottes. Er ist nicht aus der Welt gekommen, nicht bloß zum sein, ich sehe die Sehen von Gott, und ich stütze die was, und ich sage, was Luther. Er kam und starb am Kreuz, dass alle können ihre Sünden auflösen von sich durch sein Blut. Er kam aus Gott sein einziger Sehen, aus Erlöser von der Welt, so dass wir können unsere Sünden aufleiten, wir nicht mehr dürfen wundern und enduren, was wir damit wollen, was wir wollen schaffen. Jesus kam aus Gott sein Sehen, aus sein einziger Sehen, Erlöser zu sein für uns. Nicht um uns rechten, aber um uns erlösen. Wenn es wahrer kommen wird, dann wird es sein, um rechten. Erst muss ich kommen, aus Babys, so die Geschichte, die wir alle gehört haben, kam er aus Erlöser, kam er aus Gott sein einziger Sehen in dieser Welt. In Johannes 6, bei der 35. Vers anfangen, sagt es, Jesus übersät, sagt er, ich sehe das Lebensbrot. Ich sehe das Lebensbrot. Wer nur mich kommt, dem wird nicht mehr hungern. Und wer an mich läuft, dem wird nicht mehr dursten. Aber ich habe ihnen gesagt, die haben mich gesehen, aber die glauben doch nicht an mich. Alles, was der Vater mir gibt, kommt nur mir. Und wer nur mich kommt, den wird ich nicht rücksteigen. Jesus ist das Lebensbrot, was wir brauchen zum Leben, wenn wir von Arm nehmen, wo uns niemand mehr hungern. Wir hören viele Geschichten von denen, was sich bekehrt haben, die sagen, ich sage, wie wird ladet. Ich probe das zu fallen mit allen Sorten, ich probe vielleicht genug gute Dinge zu tun, ich probe vielleicht mit anderen Dingen, mir drauf genug zu merken, dass das, was ich mich verlangen nur habe, das ist, was dort, wo ich kann, das Verlangen fallen. Und das Verlangen wird niemals gefällt, also Jesus Christus von euch genommen. Jesus ist uns Lebensbrot. Wenn wir den wollen annehmen, dann wird uns nicht mehr hungern. Und er sagt, wer ihn annimmt, oder wer ihn glaubt, den wird auch nicht mehr dursten. Und er sagt in der 37. Vers, der Johannes 6, der 37. Vers, sagt, hey, alles, was der Vater mir gibt, kommt nicht mehr. Und wer nicht mehr kommt, den wird ich nicht rücksteigen. Er nimmt uns an, so wie wir sind. Das ist ein sehr schöner Vers für mich, wenn er sagt, alles, was Gott am gegeben hat, kommt nicht am. Von heute tragen, dass er sagt, alles, was Gott am gegeben hat, kommt nicht am, und wer nur am Kampf wird, er nicht rücksteigen. Wir hören, wenn wir Testimonies hören, dann sagen, oder vielleicht sind was sie noch nicht bekehrt haben, oder sind was sie vielleicht auch bekehrt haben, sein, vielleicht ein bisschen so, ich habe vielleicht euch gemerkt. Für mich ist es vielleicht, ich habe vielleicht bloß ein bisschen euch gemerkt, für mich ist es nicht. Und es ist fein, wenn du die hast könnt bekehren, es ist fein, wenn Jesus dir könnt reinmerken, aber ich habe es euch gemerkt. Jesus sagt, ich werde kein nicht rücksteigen. Und für das, wo wir sagen, Halleluja sein, nicht? Er wird kein rücksteigen, er wird nicht oft sein, er sagt, kommt nicht mehr. Johannes 8, Vers 12 sagt er, dann redet Jesus weiter zu ihm und sagt, ich sehe das Licht für diese Welt. Wer mit mir geht nicht im Düsteren, aber wird dort Leben brennendes Licht haben. Besonders von der, wenn wir rumkicken in der Welt, wenn wir das geistlich rumkicken, da schien sich sehr düster. Du hast so viel Uneinigkeit, du hast so viel, was du angehen hat in dieser Zeit. Dat andere denken, dass die ganze Welt fängt um mit unser Düster zu schien. Aber Jesus sagt, er ist das Licht für diese Welt. Wenn wir uns an dieser Welt wollen festhalten, wollen wir uns verbistern. Wenn wir uns an dieser Welt wollen ab irgendwann verloten, der wird uns verleiden.
Aber Jesus sagt, heu ist das Licht von dieser Welt. Und wenn wir mit am Jet, die geht nicht im Dies drin, aber was das Leben brennendes Licht in sich haben. Der Heilige Geist wird an die erste, was die den Licht wiesen, was die den Wach wiesen. Heu ist das Licht von dieser Welt. Auch am Anfangs Johannes in ersten Kapitel redet von dat Welt, dat hij komen deze Welt nan en dat Licht dat schijnt im Diesteren. Hij is dat Licht van deze Welt. Johannes 10, Vers 11 sagt ik zie de Gode Hord. De Gode Hord geeft zijn leven voor de Schub. Jezus Christus is ons Gode Hord. En Hord wat de Schub heiden dat hij post op. Nu zien de Schub dat er niet worden dat wenn de Tieren komen, irgendwas nan kamp wat en kunnen irgendwas Schuden andoen, de Horde post op. So Jesus Christus sagt, heißt der Gode Hord und hij post op. Ne zien Schub. Hij post op ne mij en die dat ons niet wat Schuden angehen. Hij leidt ons. Wenn je bekommt dann wo ein Schub hat, dat seine Schub leiden, hij jet ver op en de Schub die komen am herum, wenn ich kann seine Stamm hören. Hij ist der Gode Hord, wat ons leiden dat. Hij redt ons nicht nur schieben und uns einfach bemachen, dass wir einfach handmachen, wo wir nicht haben wollen. Hij jet ver op en wie kommen heran. Hij bringt uns eine gute Wehr, hij bringt uns eine frischen Wutter. Psalm 23, Vers 2 und 3 sagen, hij bringt mich auf die reine Wehr und laat mich bei der frischen Wutter reiven. Hij geeft meine Seele nie Kraft. Hij lädt mich ab gerechte Weg am Sinn noemen sind helfen. Hij wil han dat in diese Sache sein. Hij wil ons leiden. Hij is ons Gode Hord. Hij leidt ons eine frische Weide, eine reine Weide, eine frische Wutter. Und hij denkt wegen der frische Wutter, dass hier von reden in Psalm 23, wenn je ein bisschen von Schub kann, dann grün sich sehr leicht. So wenn eine Wutter ist, wird ein bisschen so wahrlich ist und so, dann wäre der Schub, der sich nicht an der Wutter noch, wenn das ein bisschen wahrlich grün sich. Aber ein Gode Hord, der dann ein bisschen was dran merken, so dass der Wutter ganz stahl ist. Stahl hat frische Wutter, der Schub sich dann um, während der sich kann trinken. Was ein Gode Hord, er stellt unsere Säule, so dass wir keine Ruhe haben, so dass wir uns nicht dürfen, ruhig merken, mit was dran uns angehen wird. Er lädt uns in so eine Weg, wo wir gute Nahrung kriegen, wo wir gute frische Wutter kriegen, wo wir von Arm kriegen, was uns fehlt. In Johannes 11, Vers 25 und 16 finde ich, Jesus sagt hier redet hij te Martha, als ihr Bruder Lazarus ist gestorben. Jesus sagt ich zie die de Todes abweckt. En dat Leben jaft, wer an mich glaubt, wat Leben, wann er gestorben. Und wer du lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du dort? Ich habe eine Frage, aber eigentlich glaubst du dort? Ich habe uns hier mehrere Dinge gesagt, selbst wer er ist. Hier sind diese Versen sagt, hey, ich sehe die, wer die Todes abweicht. Ich sehe die, was die Sache merken, dass wenn du die hast bekehrt, wenn du hier auf dieser Welt sterben wirst, dass die wird abweichen von den Tod, dass du wirst in der Ewigkeit, das kann für einmal leben. Dass du wirst leben, wann du hier auf ihr gestorben ist. Und dann sagte der Herr, wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du dort? Je braucht Glauben. Es wird interessant sein, ein Tag, wenn wir schwören, an der Seite von Abwerken, wenn wir hier dann aufgestorben, dann sie und durch und ummerken, dann wird er nicht mal Glauben brauchen. Hier haben wir noch eine welche Frau, als wir das wirklich glauben, dann wird er uns hier sagen. Hier braucht er noch Glauben. Wir haben nicht Spaß, wie kann sein, wie kann ich gute Dinge merken, in Himmelland ketten sein. Er kann sagen, alles was angehen, nö, aber der Teil merken, ich glaube, ich darf eine Karte sagen, wie kann das nicht? Deswegen braucht er Glauben hier, wenn ihr hier wieder fragt, hier glaubst du dort? Das ist eine Frage für jeder Mensch von uns, vielleicht glaubst du dort, dass Jesus das kann, was er gesagt hat, was er wird tun. Wenn du dann glaubst, dass du niemals brauchst sterben. Oder wann du hier gestorben bist, dass du warst, dann doch für wieder einmal nach Leben. Wir haben hier so eine letzte Karte ein paar Begrafnisse aufgehauen. Und es ist ein bisschen, einmal war ein klarer Licht, ein klarer Eugedenk für uns, wenn wir gucken dann, wer
wann de Zeit ist zum Sterben. Keiner von uns weiß das. Von 73 Jahren, in 73 Jahren Mann, bis 21 Jahren junger Mann. Und nicht ein von denen wisst, wann die Zeit wird kommen. Ein paar von denen werden vielleicht mit alle Offerhafs, was das ältere Mann wird, aber meestal, wenn eine Begrafenis aufgehauen wird von einer sehr jungen Person, sagen sie, oh, das wird nicht am Bruch passieren, weil sie wird gefragt. Oder warum man damals mit, wenn der Junge sich so uitäufen oder so, wenn er dann eigentlich passiert und sagen sie, haben sie können verbieten. Aber hier mit das 21 Jahre jung, wir wird nicht, was heute könnt unterstellen. Wir bloß ein eigentlich Offerhafs in sein Leben kommt nicht mehr ein. Er hat einfach nicht angedacht, dass es so häufig wird passieren. Und het zal een goede Exempel sein für uns, dass wir uns allen reden von der. Wir weiten nicht, weiten keinmal nicht. Aber Jesus sagt, wenn ihr mich glauben, wann ihr hier gestorben, wo ihr doch leben, du hast einen guten Trost bei. Hij kann und hij will uns das auf ihr Leben geben. Hij verlangt bloß, dass wir hier, und das ist, wenn wir an dieser Seite sind, dass wir glauben an was er gesagt hat. Das ist, was der Brücken hat. Der Glauben. Der Hort mit der Glauben, damit der Mühl mit der Eva kommt, sagt Korinther, Römer 10, Vers 19. Wenn wir wieder gehen in Johannes 14, Johannes 14, Vers 6 und 7, sagt Jesus sagte ihm, hier der seine Jünger, Jesus sagte ihm, ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben, keiner kommt nur dem Vater wieder durch mich. Wenn je mich gekannt haben, wo je mein Vater auch gekannt haben, von nun an kann je arm und haben arm je sein. Jesus sagt, heu ist der Wahrheit. Wenn wir arm nur gehen, aus der Gott hat, dem Wahrheit wird heu uns leiden, das ist nicht Ewigkeit in dem Himmel. Heu ist der Wahrheit, sagt er in dieser Version. Heu sagt, heu ist der Wahrheit. Wir können alle in Raum gehen und alle Sorten fangen. Wir können alle Sorten News sein. Wir können alle Sorten Menschen ihre Ideas horchen oder ihre Opinions oder was sie an Dingen ankicken oder glauben. Aber Jesus sagt, heu ist die Wahrheit. Wenn wir wollen sicher sein, auf was wir glauben, kicken Jesus und fängt was der Schrift sagt von an, heu ist die Wahrheit. Er sagt wieder, heu ist das Leben. Heu ist von dort abgestoßen, heu ist nur eine rechte Seite bei Gott. Hij leeft en wenn wir dort ook wollen, dann sagt er, hij ist das Leben, dann wir nach ankommen. Und das andere Ding, was wir hier sagen, dann hij ist eins mit Gott. Hij sagt, wenn je mir gesehen habt, habt ihr den Vater auch gesehen. Wenn je mir gekannt habt, dann kann ihr auch. Hij und sein Vater sind eins. Jesus ist der wahrste Wort in das Leben und hij ist eins mit Gott. Johannes 15, Vers 1 durch 5. Sagt er, ich sehe der rechte Weinstüd. Und mein Vater ist der Weingärtner. Oder mein Vater ist der Gärtner. Alle Ranken an mir, die nicht Frucht tragen, schnitt er auf. Aber alle Ranken, die Frucht tragen, reinigt er, dass der mehr Frucht bringen kann. Die sind all dadurch, dort wird gereinigt, dat ik te junt gereed ha, blijft in mij, en ik wil in junt blijven, zoals een rank niet vrucht brengen kan, wanneer niet aan de windstuit blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, wanneer je niet in mij blijven. Ik zie de windstuit, en je zijn de ranken. Wer in mij blijft, en ik in arm, die brengt veel vrucht. Ohne mij kan je niets doen. So, hier sage ich uns hier noch viele Dinge in diese paar Versen, was hier alles ungut ist, was hier alles, wer alles ist. Erstlich, hier ist der Weinstein, hier ist der Plan, wo wir können uns nanplagen aus Ranken. Wie wir von Anfang an, wären die Juden Gott sein gewähltes Volk. Aber nur, dass Jesus gestorben ist für alle Menschen, nicht habe ich durch angeplagt worden. Ich habe durch, auf Englisch sagen sie Grafting in. Ich weiß nicht, was der deutsche Wort würde sagen dafür. Aber die kann uns, wenn sie dann einen Apfelbaum oder einen Weinstuhl oder einen Olivenbaum,
Wenn du dann bitte in Ostnäschen nicht in Frasche klein Ostchen an und bitte bewegen dann was du dann und von du wieder was du mit der Stüd macht, aus von dem Pot von der Stüd aus. Wird sagt der vielleicht wenn wir der Ranken sind in dieser Wien-Stüd, dann was wir mit der Stüd macht, wenn wir vielleicht eine Zeit hier wieder gemacht haben, vielleicht wir uns bekehrt haben, wir nicht hier nicht zu der Wien-Stüd, wie mit am können wissen. Aber will Gott als der Gardner heute hat alles anstellen, hat den einzelnen Sinn geschickt, dass wir kann in dieser Stüd angebracht sein, dass wir kann mit am Matt wissen. Aber er sagt, alle Ranken, was denn nicht Frucht tragen, schnitt er auf. Wenn ich jetzt jemand das bemerkt, wenn sie einfach den Ütasten, ich für ein paar, oder für eine Winterwings, bin aufgegangen schaffen, dass wir alle Ütasten, was denn nicht Frucht tragen, das sind Asten, was bloß ein Teil von der Energy Rütchen da, das sind Suckers, nennen sie auf Englisch, die man alle aufgeschnitten. Und all das, was denn nicht Frucht tragen, müssen wir alle ram die Bäume und alles aufschneiden. Und da braucht ihr besondere Scheuertauben mit langen Händen und die können regen. Aber alles, was sozusagen dauert Frucht, was nicht, dauert Ast, was nicht Frucht trägt, müssen alle rückgeschnitten werden. Sodass der Baum gesund sein und der kann bessere Frucht bringen. Wie jetzt sagt hier, dass, wenn die Sinneranken Mank sind, was nicht Frucht trägt, Gott schnitt der durch und rüht. Schnitt der auf. Aber alle Ranken, was die Frucht trägt, reinigt er, sodass sie keine mehr Frucht bringen. Sodass sie keine Dollar productive sein, mehr Frucht bringen, mehr Dinge tun. Er sagt, er hat sein Wort hafe und soll gereinigt. Da wird er reden dort. Er sagt, er bleibt in mir und ich will in ihn bleiben. So wie sollen Arm bleiben, er wird in uns bleiben, so wie keine Frucht bringen. Das ist eine Rang. Eine Rang nicht Frucht bringen kann, ohne Windstüd. Ohne der Windstüd bleiben, der sagt, er wird nicht ohne Jesus. Wenn wir nicht in Arm bleiben, dann er sagt, Heu as der Wien steht und wie sind Ranken. So heu as Gott, heu as Jesus, heu as der, was das Leben bringt, wenn wir in Arm angebracht sind. Heu as der Wien steht, wenn wir in Arm angebracht sind, dann kann wir von der Rüd Frucht bringen. Aber wie man tut, haben wir in Arm sind. Heu sagt, wenn wir in Arm sind, dann, wenn wir in Arm bleiben, dann wird er in uns bleiben. Und dann kann wir viel Frucht bringen, wenn ohne Jesus sagt, ich habe ihn nicht tun. Heu erst davon wurde unsere Kraft kommen, ich habe nicht von uns Salz. Heu erst einmal, wenn wir angewackelt sind, heu erst der Stüd. Gott erst wer uns besorgen aus der Wiengardner. All die Ranken, die durch Jesus zurückkommen, die bringen Frucht. Und der Stüd und angebracht sind, kann wir nicht tun. Heu erst der uns halten, Heißt, dass wir ans Glauben stärken, heißt, dass wir ans Glauben geben. Ein von den Gifts von der Spirit sind, dort wir Glauben kann haben. Wir können nicht uns selbst nicht mal glauben mehr, und das ist ein Geschenk, was wir kriegen dadurch. Uns Glauben kann stärker sein. Das Mann, was ihn jungen Jesus bringt, in sehr kostet, das sind Beusen Jesus am Ried driven. Und Jesus sagt ihm, glaubst du, fragt er, kann ich? Glaubst du, dass er das kann? Er fragt es, dass er Glauben hat. Und der Mann sagt, ja, behaupt du mit mir anglauben. Habe ich jemals so belebt, wo je glauben wahrlich, dass Gott kann, und je glauben, dass er ist, aber wenn er erst drauf ankommt, dann fange ich an zu zweifeln und weiß nicht, ist er mir verloren oder nicht. Das Mann sagt, Jesus, help mir mit mir anglauben. Wenn ihr in so einer Städten ankommt, wo ihr nicht näher weiten da und ihr weiten geht, was der Schrift davon sein hat, aber das schwor, vielleicht auch ganz tenehm, dass es sein wird, wenn ihr glauben, vielleicht habe ich ein bisschen anglauben, dabei vielleicht Amen, er wird geben. Er darf all das, was nach kommen, Frauen und noch. Lang verrückt. Oh ja, Jesus, jemals kommt in Jesaja hier, lesen wir von Jesaja 9, Vers 1-6. Lesen wir von, was da kommt, dass da ein Kind geboren worden. Jesaja 9, Vers 1.
Anfang sagt dat Volk, dat diesteren Raum ging, hat ein goudet Licht gesehen. Ob die, wat in de Duelgeschlecht in het Land woonden, schient dat nu Dag. Du hast dort zu ein wunderschönes Land gemerkt. Du lässt am dort sehr schön gehen. Sie freuen sich, als wenn sie eine große Ernte gekriegt haben. So als Manna. So als Manna, die schrien, wenn eingeduldet wird, wenn sie im Krieg genommen haben. Wenn sie im Krieg genommen haben, wenn sie im Krieg gewonnen haben, alles, was sie durch den Töpf gekriegt, wenn sie dort andauern, sagte. Der dritte Vers sagt, du hast dort Jach, was am Duel trägt, den Stock, mit dem sie ihre Schultern kriegen, in der Wipp, mit der sie gejagt wurden, alle zwei Gebrätene, so als du einmal in Medianita durchschlugst. Jeder Steivel von den Soldaten, die im Krieg marschieren, in jeder Mantel, was blautig wird, was so als Brandhalt verbrannt worden, willst, uns als ein Kind geboren. Interessant, redet hier von Krieg, von anderen, was wir Töpfe gekriegt haben, durch den Krieg gewonnen, redet hier von allen Dingen, was alles vor ihm passieren, und sagt er, wegen dieser Ursache, was passieren wird, uns als ein Kind geboren. Das ist, was wir dann feiern hier diese Zeit im Jahr, Weihnachtszeit, als wir feiern, dass du als ein Kind geboren. Der 5. Vers sagt, wird uns als ein Kind geboren. Wir haben einen Sohn gekriegt. Und er hat dort Recht zu regieren. Er war der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der ewige Führer und der Friedensprinz genannt worden. Sein Machtreich in der Friede ungearmt wird, was einen eng teilnehmen. Er wird ab David sein Thron setzen und sein Reich abrechtig. Und nur dort, wo der Reich ist, von nu an ab immer regieren. Der Herr, der alles regiert, wird das in seinen Leben daunen. Uns als ein Kind geboren. Wenn wir angucken, dann die ganze Welt, die dann nicht ansehen, dass du vielleicht als ein Kind geboren worden bist. Und wem geht dort gehen an? Wenn ein Kind geboren ist, das ist gewöhnlich, was Geld bringt nicht frei. Das schmeckt die meisten von uns würden sagen, wenn wer sagt, hey, wir hatten, als bei uns hast ein frisches Kind geboren, wie freuen uns mit dem. Am meisten der Welt auch, wenn wir gucken, dann, oh, das ist ein Kind geboren, und man sagt, wenn sie sagen, Baby Jesus, und hat alle Wehen sind abgestaltet zu sein, das soll bedienen. In der ganzen Welt freut sich damit, solange es wir nicht wiedergehen damit. Solange wir bloß sagen, hey, hier ist ein Kind geboren, dann freuen sie sich. Aber sie sagen, der Vater sagt, ich habe das Reich zu regieren. Er ist der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der ewige Führer, der Friedensprinz. Er hat all das unter sich. Er wird aus dem Baby geboren, und das braucht auch eine Freude. Aber das ist nicht verblieben. Er bleibt nicht aus dem Baby, er bleibt nicht aus dem Kind. Er wächst ab. Und es heißt, in der paar 11 Jahren war er gekreuzigt. Und dort support würde der meiste Welt vielleicht das Leute nicht wollen, vor dem Material haben. Außerdem war nicht so abgeströmt und so gemerkt, dass Weihnachten wird. Wenn ein Kind geboren ist, das bringt eine Freude. Allgemein, die meisten Menschen bringt das eine Freude. Aber wenn sie sagen, du bist ein Jesus, was deine Sinn kann wegnehmen, du hast er geboren, er hängt an den Kreuz und wieder ausgebläht und starb an den Kreuz, dass er in dir kann leben ab immer. Das heißt, er ist die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben, und wenn wir nach Abend kommen, dann kann wir leben. Und das ist, was die meisten Menschen ein Trouble mit haben will. Sie wollen nicht haben, dass die so wirklich wie er regieren, dass sie nicht kann ihnen Wirt sein, sie nicht kann ihnen Rules abmerken, ihnen Gesetze haben. Dass er wirklich ein Gott ist, wenn man angenommen aushält, dass sie kann für einmal leben. Das ist, wo die Trouble für kommen, dass du wen, als mir das so
verrät mir, dass hier geschrieben ist, ich sagte, von allen Dingen wegen Krieg wird alles passieren, dann sagte, willst uns erst ein Kind geboren? Der muss zur Welt kommen, er muss hier kommen. Und Gott in seiner Weisheit hat den Weiß, dass er hat, so dass er perfekt kann, oder uitvallen, dass alle die Propheten vorher gesagt haben davon. Aber als Jesaja das hier sagen, dass das sehr viele Jahre vor Jesus kommt, er sagt, all das willst, uns als ein Kind geboren. Er vertelt das all, er kann nicht bitte sagen, als wenn das auch passiert wird, er vertelt das, wenn das all eine beredene Sache wird, was jetzt für Gott hat eingeführt. Er sagt, er will uns erst ein Kind geboren. Nicht bloß ein Kind geboren, aber wir haben einen Sohn gekriegt, der Recht hat zu regieren. So in Matthäus 16, Vers 15. Matthäus 16, Vers 15 sagte, dann sagt Jesus, das Jesus, was hier sagt, und er sagte ihm, wer sei je, dass ich sehe? Wir können uns Ferken du ja erhellen, vielleicht von einer anderen, wo wir alles glauben, dann wird es erst. Aber was sagt der Schrift? Glaubst du dort, ihr schlecht, dass heute erst, wer sagt er erst? Wer sagst du dann, dass er erst? Simon Petrus antworten, sagt, du bist Christus, den lebenden Gott sehen. In der Zeit hatten die alle Sorten auf Jata gemerkt. Die hatten von Steinen, von Gold, und von Eisen, Silber, und von alle Sorten, von Halt. Die haben oft Jata gemerkt. Und in Ferien kriegen die auch viele Menschen, die das oft Jata kaufen deuten, und die nehmen die an aus Gott, und die beten die an, und so weiter. Und Petrus, der sagt hier so, du bist Christus, den lebenden Gott sehen. All das andere oft Jata, wenn alles sind, was die haben Ohren, die neu gemerkt, weil können ich sagen, haben Ohren, die können ich hören, haben den Mühl neu gemerkt, weil können ich vertellen. Vielleicht auch Beine und Arme, du nur, was das für ein Gott wird sein. Aber das ist alles so wieder gut, dass wir sind, was Menschen gemerkt haben. Und Petrus, der hat hier so tauscht und sagt, du bist den lebenden Gott sehen. Er hat schon gemerkt, dass das reich verstehen ist, an wem er reich glauben hat. Wenn alles andere Jahre, was die richtig dran gehen, dann wären Hunderte, vielleicht Tausende. Aber Jesus wird der Christus, der den lebenden Gott sehen wird. Und wenn er das sagen, der 17. Vers sagt Jesus dann sagt Jesus zu Petrus, selig bist du, Simon und Jonas sehen. Das hast du nicht von Menschen. Dort hat mein Vater im Himmel die offenbart. Und wir lesen dann in der Schrift, da sagt, wer immer der anklappen wird, dann wird der abgemerkt worden. Wer immer nur am Kommen wird er nicht rücksteigen. Und hier sagt er, das ist nicht von Menschen, von wem Petrus das hat, hey, ich rede heute, das ist der Üben abgeworden, das kommt vom Vater im Himmel. Sagt Jesus hier noch wieder, ich sei du bist Petrus. Und ab dessen Stein wird meine Gemeinde bauen, der die Todesgewalten niemals wird kriegen. Aber England sagt, the gates of hell will not prevail against it. Die Todesgewalten, die waren nicht kann gegen diese Wahrheit, gegen was Petrus hier tauscht hat, dass Jesus wirklich Gott sehen wird, heute Christus wird, heute für die Welt sterben wird. Diese Wahrheit, du kannst dich finden in seiner Todesgewalt, du kannst nicht gehen. Gott wird seine Gemeinde bauen bleiben. Das ist eine Dank, wo in einer Kirche von der Gott seine Gemeinde als alle, die glauben, tun. Aber alle, die glauben wollen, an diese Wahrheit, du kannst dich finden nicht gehen schaffen, wenn das Wahrheit, was direkt von Gott kommt. Die Todesgewalten, die kann nicht mehr gehen, gegen diese Wahrheit, wer Jesus wirklich ist. In Hebräer 12, Vers 2 sagt er, weil wir Jesus immer im Ehe halten, der den Glauben in uns angefangen hat, in irgendwas fertig merken. Jesus hat keinen Frieden haben, aber er nahm das Leiden an, kriegt ab sich, in der Schande, so ist von das nicht schwer. Er hat sich an der rechten Seite von Gott sein Thron gesagt. Das ist Jesus. Das ist, wer ich sei, wer er ist.
Jesus Christus Gott ihn sehen wird. Und dass die Welt kam aus Baby geboren, dass wir die Weihnachtszeit dann feiern. Er kam nicht aus der Welt, er wird geboren. Er lebt hier für ein paar 180 Jahre, bis er gekreuzigt wird. Und als er stirbt, wird er stund ab an den dritten Tag. Und die Schrift sagt, die Kraft wird am Abwehren von denen, die wohnt dann noch in uns, wenn wir ihn annehmen dann. Als er abgestorben wird, dann bleibt er nicht bei ihr, aber dann reist er in dem Himmel erst nu. Und er reichte sie von Gott seinen Thron. Das war hier gesagt hast. Das ist der Jesus, wem wir feiern durch die Weihnachtszeit. Das ist der Jesus, wer kommt aus Baby, das wir in Jesaja lesen, als wir ein Kind geboren. Wir haben ihn sehen gekriegt und er war es ab. Er war aus Gott, oder nicht aus Gott, er wird Gott heraufgekommen, aber er war groß. Und er starb für unsere Sünden, für meine und deine. Und ein Ding, was mir immer war, Freunde, wenn ich dann denke, dass die Erde, du am Kreuz, der ist Glück, vor allem, du sind keine Areas, die was heißt, das andere, dass einer nur Gott ist als der andere. Wir sind rein alle Glück. Wenn wir in den Kreuz kommen, dann wir fangen rein alle auf der Seite steht an. Wir sind alle glücken dich bei Jesus. Und das wäre das Jesus ist, wenn wir dann, wenn das Geburtstag wieder feiern. Wann ist der wirkliche geboren, wir wollten heute das nicht beschreiben. Das ist gleich wichtig, wann er krank ist. Wir wollten bloß, wir haben ein paar, eine Zeit, hat sie gesagt, um dort Tauschstunden, hier ist ein Kind geboren. Hier wird ein Jesus, der in der Welt kommt. Hier wird Gott, was raufkommt, uns zu raten. Und das bringt uns viel Freude. Ich werde die Verse bloß einmal überlesen in Matthäus 16, Vers 13 durch 18. Als Jesus in Caesarea Philippi angekommen war, frug er seine Jünger und sagte, wer seien die Menschen dort ich, die Menschen sehen sie? Und sie sagten, einige sagen, du bist Johannes der Täufer, andere sagen, du bist Elia, und einige, du bist Jeremia oder einer von den Propheten. Und er sagte ihm, wer sei je dort ich sie? Simon Petrus antwortet, du bist der Christus, den lebenden Gott sehen. Und Jesus sagte Petrus, selig bist du, Simon Jonas sehen. Das hast du nicht von Menschen, dort hat mein Vater im Himmel die offenbart. Und ich sage dir, du bist Petrus, ab dessen Stein, weil ich meine Gemeinde bauen, über die Todesgewalten niemals wird kriegen. Dann sah scheine passende Versen für diesen Titel im Jahr, wie uns in uns Verstand und uns Sehen, das Reich eingestellt haben, wer ist Jesus, oder was ist das Titel? Oder woran wir die führen? Das ist der Tauschstund, wer ist Jesus? Das ist der Tauschstund, dass heute allmächtiger Gott sein Sehen ist, dass heute selbst ein Part von Gott ist. Dass heute in diese Welt kommt, das Baby, dass er abwaschen, dass er gequält wird, dort gemerkt wird, ausgebläht hat, für mich und für diese, dass ich und du, da ich dort kann ewig Leben haben. Ich rede ein paar Jahre mit Männern, ich sage, das kann ich nicht begreifen. Das ist ein Ding, wo ich in mir selbst, ich kann mir das nicht vorstellen, wo ist das möglich? Wenn Gott sein Sehen darauf schaut, dann ist an den Kreuz hast du gehangen und hast du gestorben für mich. Und wenn ich dort glauben und am dort annehmen, dass er ist Gott und dort von ihm gekommen ist. Wo ich dadurch auch kann selig sein, wenn ich auch nicht in sage oder Mensch sehe. Wenn ich fährt ein Kart fallen da. Das ist ein Ding, was für mich sehr schwer zu begreifen wäre. Wo kann ich ein fehlerhafter Mensch selig sein dadurch? Dort, wo der Glauben dann kommt. Das, wo wir mal glauben. Gott selbst hat gesagt. Jesus selbst sagt, ich sehe die Wahrheit in das Leben und kann ich ihm nicht vorbieten durch mich. Was Jesus da im Kreuz hängt, in der eine und die eine sieht, er sagt, denkt an mich, wenn du in den Himmel kommst. Hat er bekannt, Jesus wird Gott. So das Teuerstunden hat Jesus tam von der, was du noch mit mir taub im Paradies sein. Ich kann das nicht begreifen. Mein Verstand ist nicht groß genug zu sein. Ich weiß nicht, was das schaffen wird. Ich weiß nicht. Aber ich glaube das. Ich glaube, dass das, was Gott gesagt hat, dass dort den Weg wirklich was passieren. Wir wollen hier einen Schluss machen mit der Liedische Andacht. Dann ein bisschen tätig, wie in der Sonntagsschau, weil uns hier kommen ein paar Leute versingen. Das verrät mir durch.
Aber ich will bloß gleich mit heute sprechen, mir reicht mit alles, was angeht in dieser Welt. Diese Weihnachtszeit, das war ein gute Zeit für uns andenken, dass wir kein Jesus in uns hören, dass wir dort kein ans Ziel haben. Ich glaube, dass Paulus in Philippa sagen, ich kann noch nicht alles taub, ich bin noch nicht perfekt hier. Aber ich denke da, ich lade was hängen mir erst, ich hänge mir in der Kick nach fern, ich habe mein Ziel auf Jesus, was für mich ist. So, wir waren Schlussmerken, ich war hier beten, und dann waren wir die Sonntagsschule, ankommen, um leider hier singen, so waren wir noch beten, und dann können sie ankommen. Himmlischer Vater, wir kommen für die in diesen scheinen Morgen, wir danken die auch besonders für diese Weihnachtszeit war, dass wir kann immer war, kommen du nur, dass du erstmal in Sehen gekommen, erstmal ein Baby geboren worden, wir uns erleise ist, wir uns haben gerat von unserem Sinn. Wenn wir das nicht alle verstehen können, würde ich schaffen, dass das möglich ist, aber du hast uns gesagt, und das wollen wir dann noch glauben. Wir danken dir, Herr, dass du so ein Leben zu dir gehabt hast, dass du den Segen geschenkt hast. Wir wollen dir danken, Herr, dass du uns Gott hart bist. Wir wollen uns danken, Herr, dass du der Weich, der Wahrheit in das Leben bist. Wir wollen uns danken, Herr, dass wir das ganz genau in uns haben, dass du bist Gott, den Leben Gott sehen. Wir wollen uns danken, Herr, dass du bist, das Leben gebraucht, wenn wir von dir kriegen, dass wir dann niemals mehr hungern. Wir danken uns, Herr, dass du für uns hast den Weich gemerkt, wenn wir nicht kommen, dass du uns kein Weich reinstecken lässt. Vorher ich was, dass du mit jedem einen besonderen Weich, dass du irgendwo sehnen mit den Gedanken, dass du bist Gott. Du bist Herr für alles und du hast entgeraten durch den Sinn. Wir danken dir für was du verstehen, durch Jesus Namen. Amen.